Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger. Endlich Fußball-WM. Auch unsere Freitagsrunde freut sich, dass es gestern oben mit dem Eröffnungsspiel losgegangen ist. Wie verbringen unsere Promis die WM-Zeit? Fußballtrainer ohne Job, Christian Gross. Oh, ich mache das Gleiche wie immer bei einem grossen Turnier. Jetzt, wo alle auf Brasilien schauen, schleiche ich mich in Schweizer Stadien und tue so, als ob ich Mannschaften bei einem Geisterspiel würde coachen. Kann man so machen, klar. Viele aber gehen an ein Public Viewing, gehen das WM-Spiel schauen. Simi Ammann, du sicher auch. Ja, heiter Flachpass, Public Viewing kennen wir ja vom Skispringen. Da ist alles immer draussen und alle schauen auf eine grosse Leinwand, weil wir uns wegen Skispringer mit bloßem Auge sonst gar nicht sehen. Baschi, guten Morgen. Baschi, du erinnerst dich ja sicher noch gerne an die WM 2006, wo du den Hitbringen Heim geliefert hast. Ja sicher, wie gesagt, in dem Sinn bin ich denn das Jahr auch wieder dabei. Ah ja, wo denn? Ja, ich singe an der Öffnungsfeier von der Garage Schlumberger und Dingelin in Hochwangen. Wie gesagt, es gibt Wurst und Bier und Tombola und es hat auch hure viel Platz im Fall. Komm, bleib nicht daheim, komm, bleib nicht daheim. Gut, also die WM, die steht ja auch heftig in der Kritik, oder? Der Mega-Event sei zu teuer und zu wenig nachhaltig. Was sagt das politische Gewissen vom grünen Nationalrat Bastian Schiro? Ja gut, mein Gewissen tut nichts zur Sache. Ich rede gescheiter selber. Also ja, ich habe gehört, dass man nur mit dem Flugzeug auf Brasilien kommt. Das ist ökologischer Unsinn. Dreckige Spiele sind das und wir fordern, dass es nur noch alle 4 Jahre solche Spiele soll geben. Aber, ist klar. Aber das ist doch bereits so. Nur alle 4 Jahre ist die Fußball-WM. Nein, ich meine alle 4 Jahre ein Spiel. Zwischen jedem Spiel 4 Jahre Pause. Dann könnten die Herren Ingler und Shaqiri nämlich zu Fuß und mit dem Pedal durch den Dschungel von einem Ort zum anderen dislozieren. Das wäre noch richtig grünes Spiel. Das wäre ein grünes Spiel. Kritik und Skepsis überall. Tatsächlich sind nicht ganz alle so in der Fußball-Euphorie. Roger Federer, sie sind auch zurückhaltend. Ja gut, andere meinen, Fußball ist gar nicht für mich, oder? Das ist klar. Wenn du gewinnst, musst du das ganze Geld mit 20 anderen teilen, oder? Und wenn du verlierst, musst du mit 20 deprimierten Doublern im Kano 10 Stunden heimfahren, oder? Das geht gar nicht. Grosse Turniere hast du noch alle 4 Jahre und darfst nicht mal mit der Frau hinreisen, oder? Du lebst wie ein Mönch, oder? Ich meine, stell dir das mal vor. Als Fußballer hätte ich wohl 20 Jahre gebraucht, oder? Bis ich Vater von 4 Kindern gesehen wäre, oder? Ist klar. Und noch einmal zu dir, Simi Ammann. Was meinst du? Wie spielt die Schweiz? Ja, Sapperlot, so wie die Schweiz normalerweise spielt. Voll geil. Sie fliegt raus.